Hallo, Procreate und Flächen ausmalen. Auf Facebook war eine Frage, wie man die Flächen hier, dass man zwischen den Linien ausmalen kann, und zwar mit quasi Hand ausmalen mit Aquarellpinseln. Und dann ist schon eine gute Antwort unten. Also von der man kann Clipping-Masken benutzen, vorher die Flächen einfärben oder einzelne Bereiche auswählen. Okay, ich zeige das einmal in Procreate. Ich klippe das da zusammen. Hier ist ein Beispielbild. Und zwar ist diese Outlines hier auf einer eigenen Ebene. Und das Beispiel ist praktisch, wenn diese Outlines auf einer eigenen Ebene sind. Man kann hier über das Ebenenmenü den anderen Ebenen dann später sagen, dass hier die Linien sind. Und deswegen muss man das als Referenz unten, da ist der unterste Punkt des Referenz, das als Referenz setzen. Und wenn man jetzt man muss jetzt auch noch wissen, wenn man hier mit Wasserfarben malt, ich mache mal, wo ist noch irgendein schöner Wasserfarbenpinsel? So, suchen wir uns irgendein Rot. Ich würde jetzt hier da rummalen. Dieser Pinsel macht anscheinend nicht das, was er tun soll. Multicolor, okay, Wasserfarbe, druckintensiv. Schauen wir mal, was der macht. So, wenn man jetzt hier rummalt, ist diese Wasserfarbe ja transparent und man sieht erst das Ergebnis, wenn der Hintergrund an ist. Ich mache jetzt diesen Schritt nochmal rückgängig. So, also Methode 1 ist, man erstellt eine neue Ebene, wechselt auf pures Weiß, also wie die Hintergrundfarbe ist. Und man kann jetzt hier mit diesem Color Drop die einzelnen Flächen erst einmal ausfüllen, damit man einen Hintergrund hat. Und da gibt es auch einen Trick. Ich lasse jetzt hier die Farbe reinfallen und dann kann man ganz oben auf Neu färben drücken. Und mit diesen Neu färben kann ich dann diese Flächen erstmal mir den Hintergrund auswählen, dass ich alle Flächen auf einen Hintergrund habe. Und jetzt kann ich auf einer neuen Ebene, diese neue Ebene kann ich als Clipping-Maske setzen. Und jetzt kann ich zum Beispiel mit einem Wasserfarbenpinsel, habe ich jetzt eingestellt, ich hoffe der funktioniert. Und jetzt kann ich hier in diesen Flächen mit diesen Wasserfarbenpinseln malen. Es ist natürlich jetzt so, jetzt übermale ich wieder, weil ich alle weißen Flächen auf einer Ebene habe, in die anderen Bereiche rein. Man kann das dann, ich gehe mal da nochmal raus und lösche das alles hier. Macht es so, man kann jetzt hier natürlich alles separat erst einmal machen, dass man sagt, man macht hier seine Lippe und erstellt eine Ebene und sagt Clipping-Maske, nimmt diesen Wasserfarbenpinsel und malt jetzt hier in dem Bereich, wo jetzt die Lippe ist. Und dementsprechend, bis man zufrieden ist. So, das ist die eine Methode. Ich lösche diese Sachen mal. Und die andere
ist einfach, man erstellt eine neue Ebene, man schaltet den Hintergrund hinzu und geht auf die Auswahl. Automatische Auswahl ist aktiviert. Und jetzt tippt man in diese Flächen und wenn man den Pinsel gedrückt hat, kann man diesen Auswahlbereich da, die Schärfe einstellen. Wählt sich diese Lippe aus. Die könnte man auch hier sichern und laden, wenn man den nochmal braucht. Und kann jetzt hier auf dieser Ebene, ich bin auf der neuen Ebene, genau, und kann jetzt hier darum malen. Und jetzt habe ich aber diesen weißen Hintergrund nicht mit drin. Ich hoffe, das ist so verständlich. Und das kann ich jetzt halt praktisch für jede, ich gehe wieder auf die Referenzebene, dann gehe ich wieder auf die Auswahl und kann mir jetzt halt hier zwei Buchstaben auswählen, erstelle eine neue Ebene, schnapp mir blaue Farbe und kann dann hier die anderen Buchstaben ausmalen. Jawohl. Und wie gesagt, das wäre jetzt alles, wenn man es exportiert als PNG mit transparentem Hintergrund, hat man keinen Hintergrund mit drin. Ich zeige bloß nochmal den Unterschied. Wenn jetzt hier diese Ebene Fill, dann habe ich jetzt hier einen Hintergrund mit Wasserfarbe. Aber dazu brauche ich dann die zweite Ebene mit diesem weißen Hintergrund. Und diese Ebene, die kann man dann auch immer nutzen, indem dass man da oben dieses hier Ding als Clipping-Maske setzt. Jetzt kann ich, wenn ich auf dieser Ebene hier wieder malen will, mit diesem blauen Pinsel, dann kann ich hier jetzt da weitermalen. Und da bezieht sich jetzt diese Wasserfarbenebene auf diese Hintergrundebene. Und das kann man ja jetzt auch bei dieser Lippe, weiße Farbe, Ebene füllen und das dann als Clipping-Maske setzen. Dann kann ich hier mit meinem roten Pinsel wieder hier weitermalen. Nun gut, das soll es mal gewesen sein. Also tschüss.